Im Tal der Tiroler Ache bei Schleching liegt das Kirchendorf Reiten mit der Kirche namens Maria zu den 7 Linden. Sie liegt erhöht auf dem Kirchbichel. Und direkt darunter das Mesnerhaus. 2 Gebäude, eine Einheit. Und ebenso treffen wir hier gleich auf 2 Menschen, die wie eins sind. Und hier sind sie. 2 Frauen, Schwestern. Beide stammen aus dem Mesnerhof. Die eine heißt Clara, sie lebte schon immer hier im Achental. Und die andere Schwester heißt Christa. Sie war insgesamt 45 Jahre weg, lebte unter anderem in Köln und Waging. Die verblüffende Ähnlichkeit der beiden kommt nicht von ungefähr, denn sie sind Zwillingsschwestern. Und natürlich haben sie auch einen Spitznamen. Die Mesnerdirndln, ja, und das sagen sie auch manchmal heute noch, die Mesnerdirndln. Ja, genau, Mesnerdirndln. Beim Mesner war der Hausname. Das Haus selbst steht unter Denkmalschutz. Erstmals erwähnt 1557, in der jetzigen Struktur erbaut 1731. Ein viel jüngeres Baujahr haben die Mesnerdirndl. Da sind wir geboren und 1948, das sagen wir, das darf man schon sagen. Ja. und aufgewachsen, ja. Mit unseren 3 Geschwister. Und ja, und dann. Die Ältesten oder die Jüngsten? Wir haben ja da mittendrin, wir 2. Und ich bin ja der Überraschungsgast, weil mit mir ist er nicht gerechnet worden. Früher hat man das ja nicht festgestellt, dass. Zwilling gibt Mutter, hat wer gesagt, die Mama hat gesagt, jetzt ist nur eins drin. Das war ich. Der alte Einfirsthof war bei den Feriengästen schon in den 50er Jahren beliebt. Den Hof erbte später ein Bruder. Nach dessen Tod wollte Christa das marode gewordene Haus erhalten. Mein Schwager, der hat gesagt, was möchtest du mit der alten Bude? Ja, und der war nicht dafür. Aber ich habe mich da nicht von abbringen lassen und auch der Christian nicht. Christian, das ist Christian Leuder, Claras Sohn und Christas Neffe. Der Traum von Christa war, wieder hier zu leben, am liebsten mit Clara zusammen. Doch wie so oft ist es ein steiniger Weg bis ans Ziel. Zum Glück packte Christian die Sanierung beherzt an. Das hat mein Onkel in dem Haus gewohnt, der dann 2014 verstorben ist. Und daraus hat sich dann eine Erbengemeinschaft gebildet mit 7 Erben. Da war ich selber aber nicht mit dabei. Und ich habe es dann von der Erbengemeinschaft quasi käuflich erworben. Und dann kam die Renovierung. Da musste manche Mauer weichen. Hin und wieder drohte auch das finanzielle Gerüst zu wanken. Doch Christian fand glücklicherweise immer eine Nachfinanzierung und Fördermittel. Und von Tante Christa kam Unterstützung, auch auf dem Bau. Ich habe schon tatkräftig auch mitgearbeitet, was so in meinem Rahmen halt möglich war. Die Baustelle habe ich aufgeräumt, so jeden 2. Tag habe ich mal durchgekehrt. Und es war ja wie ein Rohbau innen, das Haus. Und war schon eine Menge Arbeit, was man so, oder am Wochenende, wenn dann die Arbeiter weg waren, dann ist halt auch mal wieder durchgekehrt worden und sauber gemacht worden, aufgeräumt worden halt. Wobei man zwischendurch natürlich auch darüber nachdenkt, ob man das Projekt nicht aufgibt. Aber es hat sich gelohnt. Das fast 300 Jahre alte Haus verfügt über moderne Wohnstandards und hat doch nichts von seinem Charme verloren. Christas Lieblingsraum ist das Wohnzimmer. Hier findet sich lustigerweise ein Zwilling von der Haustafel. Nicht fehlen darf ein Weihwasserschrankerl, aus dem man sich laut Christa aber nur alle heilige Zeit bedient. Apropos heilig, der antike Rosenkranz und diese Einzelkachel mit St. Irmingard von der Chiemseer Fraueninsel unterstreichen den christlichen Charakter. Im Obergeschoss dann dieser schöne alte Blockbau. Früher hinter weißem Putz versteckt, kam er während der Renovierung plötzlich zum Vorschein. Ja, und hier in dem Raum, da haben wir auch die ganzen Wände
befreit von diesem weißen Putz und von den Matten. Im Schaschlikstab habe ich da alles rausgesaugt, die ganzen Betonreste. Das war auch ein bisschen Arbeit, aber das hat sich gelohnt für mich. Ja, es lässt sich gut betten und schlafen in dieser Umgebung. Neben der Schlafzimmertür taucht dieses Bild auf. Ein Porträt von Christa in jüngeren Jahren. Das hatten Stammgäste, die schon in den 50ern hier Urlaub machten, gemalt und Christa geschenkt. Immer wieder schön, der Blick gen Breitenstein, Christas Lieblingsberg. Hinter dem Wohnteil liegt die Tenne. Hier hat Christian, der selbstständig als Elektroplaner tätig ist, im 1. Stock das Büro. Hanna, was tust du denn? Tochter Hanna weilt hier gerne. Und was wird's? Christian wohnt nicht im Mesner Haus mit seiner Familie, sondern in Unterwössen. Aber hier hat er ein großzügiges Büro und ein paar architektonische Schmankerl. So, da haben wir jetzt eine Schrödelwand. Das wird auch als Heukreister bezeichnet. Der Heukreister weist diese Abstände zwischen den Balken auf. Dadurch ergibt sich eine gute Belüftung und Trocknung für das Heu, das früher hier gelagert wurde. Heute sorgt es für ein gutes Raumklima. Ja, das Mesner Haus. Ein beliebter Ort zum Wohnen und Arbeiten und Malen. Neben der Wallfahrtskirche und ihrem Bergfriedhof, auf dem die Familie von Christa und Clara ihr Grab hat, stehen prachtvolle Linden, die der Kirche ihren Namen gaben. Ein Lieblingsplatz der Mesner Dirndl. Ihr Opa war bis 1955 Mesner, dann ihre Mutter bis zur Mitte der 70er Jahre. Wie wir noch klar waren, haben wir auch oft einmal zur Kirche raufgemessen und haben da die Uhr aufziehen müssen. Ja, da haben wir da so drehen müssen, oder? Ja, zuerst den Gang auf, ganz eng, den Wehrgang, oder wie man das sagt. Und dann war so ein Spindel oder sowas und da haben wir halt gedreht, bis es angeschlagen hat. Ein paar Minuten hat das schon gedauert. Ist das einen Tag gegangen und jeden Tag haben wir ja das machen müssen. War das nicht ohrenbetäubend mit den Leuten? Nein. Während Clara noch einen Steinwurf entfernt mit ihrem Mann zusammen wohnt und eine Ferienwohnung betreibt, lebt Christa seit 2018 im elterlichen Mesner Haus. Für mich hat sich der Kreis und auch mein Traum erfüllt, dass ich jetzt da wieder wohnen darf, in unserer schönen Gegend, in unserem schönen Achtal. Ja, so schön. Einfach den Segelfliegern zuschauen, wie sie ihre Kreise am Himmel ziehen, bis Feierabend ist. Also die Mesner Dirndl verabschieden sich. Ja, lustig sind's schon, die Mesner Dirndl von Reiten. Beide zusammen ein echtes Original. Und unzertrennlich, eben wie die Reitener Kirche und ihr Mesner Haus.